Düstere Aussichten sind das für Fabian Mainarti und Christian Goldammer. Sie sagen, ihr Försterherz blute beim Anblick solcher Kahlflächen. Denn den Mitarbeitern der Bayerischen Staatsforsten im Frankenwald am Rennsteig bei Tettau läuft die Zeit davon. Der Grund? Klimakrise und Borkenkäfer töten Fichten schneller, als die Forstleute einen neuen, zukunftsfähigen Frankenwald erfinden und schaffen können. Aufgeben ist keine Option. Kein Quadratmeter, der hier herum brach liegt, beziehungsweise noch in Zukunft vielleicht brach fällt aufgrund des Borkenkäfers, wird von uns aufgeben. Wir versuchen, möglichst alles wieder in Bestockung zu bringen, aktiv. Mit Esskastanien zum Beispiel und 30 weiteren Baumarten, die im Pflanzgarten der Bayerischen Staatsforsten in Bindlach bei Bayreuth als Nachwuchs für einen robusten, bunten Frankenwald gezogen werden. Hier wachsen Douglasien und Tannenwinzlinge. Auch untypische Arten wie das Pfaffenhütchen säen die Mitarbeiterinnen. Jährlich 1 Million Waldpflänzchen liefert Betriebsleiter Andreas Büchner an Abnehmer wie Fabian Mainarti in den Frankenwald. Den größten Teil davon hat in den zurückliegenden 3 Jahren der Forstbetrieb Coburg-Rotenkirchen gesetzt. Und er braucht für einen neuen Frankenwald weiterhin riesige Mengen. Es ist ein Stück weit Erleichterung, weil man sieht, dass wir nicht alleine sind, dass für uns tatsächlich Pflanzgut produziert wird, extra nur für uns, die Herkünfte, die wir im Frankenwald brauchen. Und das macht Hoffnung. Und dann haben wir als letztes Mainarti und Büchner setzen für den Staatswald ausschließlich auf gesicherte Herkünfte. Das heißt, sie wissen genau, von welchen Mutterbäumen die Samen stammen und unter welchen Klima- und Bodenbedingungen diese gewachsen sind. Im Forstbetrieb Rotenkirchen etwa ernten Zapfenpflücker von ausgewählten Tannen, die an die Verhältnisse des Frankenwaldes angepasst sind. In früheren Jahrhunderten dominierte die Tanne den Frankenwald. Eine Garantie, dass sie langfristig die Klimakrise übersteht, gibt es nicht. Aber bislang steckt sie Trockenstress besser weg als die Fichte. Auch mit Schädlingen hat sie noch keine großen Probleme. Aus solchen Samen soll also ein wesentlicher Teil des Zukunftswaldes heranwachsen. Am Rennsteig bei Tettau beklagt Revierleiter Christian Goldammer keine so massiven Schäden wie die meisten Privatwaldbesitzer. Aber die Krise zehrt an seinen Nerven. Wir haben in den letzten 3-4 Jahren die Hälfte des Fichtenvorrats im Revier verloren. Und da reden wir jetzt über 250.000 Festmeter, die wir in den letzten 4-5 Jahren verloren haben durch den Käfer. Das ist schon immens. Zeitweise waren 100 Holzerntemaschinen gleichzeitig im Frankenwald im Einsatz. Vom Borkenkäfer befallene Fichtenstämme müssen möglichst schnell aus dem Wald, um die Schädlingsvermehrung zu bremsen. Bei diesen Noternten kamen in den vergangenen Jahren gewaltige Holzmengen auf den Markt. Riesige Zwischenlager mussten geschaffen werden. Unterdessen pflanzten die staatlichen Forstwirte vor allem Tannen. Und zwar im Schutz älterer Fichten. Deren Kronen schützen die Setzlinge vor zu starker Sonneneinstrahlung und Austrocknung. Revierleiter Goldammer will einen neuen Wirtschaftswald begründen, bevor der Borkenkäfer die noch stehenden Fichten vernichtet. In der Krise betreibt er Vorsorge. Allerdings fressen Rehe und Hirsche gerne Tannentriebe, also muss er sie aufwendig schützen. Trikot nennt es sich, wird aus Schafsfett gewonnen, ist auf natürlicher Basis. Müssen wir sie im Herbst behandeln, denn der Winterverbiss in der kalten, für das Wild armen Zeit, der ist ein Problem, weil die Tanne immer noch so selten und so schmackhaft ist. Goldammer freut sich über gepflanzte Tannen, die schon 10 Jahre unter Fichten heranwachsen. Die haben es geschafft. Aber auf die Tanne allein kann der Revierleiter nicht setzen. Vor allem auf den Kahlflächen mit extremer Sonneneinstrahlung dachte er vor 5 Jahren völlig neu und pflanzte zum Beispiel die Libanon-Zeder. Er weiß, dass Privatwaldbesitzer bei solchen Experimenten oft abwinken. Das findet er schade. Wenn man 300 € für einen Festmeter bekommt, für Zeder, dann ist das interessanter, als 80 € für die Fichte zu bekommen. Oder 100. Die Eiche erweist sich auf Kahlflächen als Überraschungserfolg. Goldammer und Mainarti sehen buchstäblich ihre Saat aufgehen. Vor 2 Jahren ließen sie hier den Boden streifenförmig aufreißen und Eicheln aus dem Spessart säen. Schnell, kostengünstig und effektiv. Nach 2 Jahren, das ist spitze, genauso soll es sein. Nie zuvor wuchsen am Rennsteig Eichenwälder.
Inzwischen kommen Besuchergruppen wie hier aus dem unterfränkischen Karlstadt, um von den Krisenstrategien im Frankenwald zu lernen. Über das Ausmaß der Katastrophe staunen sie. Sie sehen aber auch erste Ergebnisse von Experimenten, wie etwa die Aussaat einer Birken-Douglasien-Tannenmischung. Da tut sich was, auch auf der Kahlfläche. Seinen Kolleginnen und Kollegen zeigt Revierleiter Goldammer auch, wie sich Vorsorge auszahlt. Gleich neben der Kahlfläche wächst seit rund 20 Jahren eine bunte Zukunft heran. Mit Bergahorn, Buchen, Tannen und Lärchen. Die hat Goldammers Vorgänger einst unter noch gesunden Fichten gepflanzt. Die Fichten hat der Käfer inzwischen weggefressen. Jetzt steht da ein klimastabiler Mischwald. Wir wollen über den Zustand des Waldes reden und wie er in Zukunft aussehen wird. Und dafür ist bei uns Dr. Gregor Aas von der Universität Bayreuth. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Grüße Sie, ja. Herr Dr. Aas, Sie sind Forstwissenschaftler. Wie sieht denn der Wald der Zukunft Ihrer Meinung nach aus, gerade im Frankenwald? Ja, der Wald der Zukunft wird deutlich anders aussehen. Wir haben ja aktuell eine Dominanz von Nadelbaumarten, von Fichte und Kiefer überwiegend. Und der Wald der Zukunft wird einer sein, der deutlich laubbaumreicher sein wird. Und es geht über Naturverjüngung, also Laubbäume, die da schon vor Ort vorhanden sind, ja, oder über neue Arten, die wir einbringen? Das ist die große Frage, die große Herausforderung. Ich denke, dass beides entscheidend ist. Ja? Wir müssen, glaube ich, selbst im Frankenwald, wo große Kahlflächen existieren, müssen wir das Potenzial, wie ich meine, das große Potenzial der Naturverjüngung nützen. Es werden im Frankenwald Birken, werden Zitterpappeln kommen und die müssen wir auch als Waldbäume akzeptieren. Das haben wir in der Vergangenheit vielleicht viel zu wenig gemacht. Wir müssen aber ergänzend jene Baumarten einbringen durch Pflanzung, vielleicht auch durch Saat, wie man in dem Beitrag sehen kann, die aktuell dort nicht vorkommen und die durch Naturverjüngung eben nicht dort ankommen werden. Sagen einige, aber lass doch den Wald Wald sein, der wird sich schon wieder fangen. Das ging ja über Jahrtausende so. Ja, das ist richtig, aber wir haben einen Klimawandel. Und das bedeutet, dass der Wald, der sich von alleine dort im Frankenwald jetzt etablieren würde, und es wird sich einer etablieren, dass der überwiegend aus Baumarten besteht, zum Beispiel im Frankenwald auch, und der hohe Beteiligung der Fichte, die ist dort, die wird auch wieder in der Naturverjüngung kommen, möglicherweise auch dominieren. Und das ist eben keine Baumart, die die zukünftigen Klimabedingungen akzeptieren oder die nicht akzeptiert wird, die wird dort nicht Bestand haben. Deswegen müssen wir auch mit neuen alternativen Baumarten dort ergänzend zur Naturverjüngung kommen. Was sind da wird ja ganz viel diskutiert, auch schon seit einigen Jahren. Was sind die Baumarten, die Sie für zukunftsfähig halten? Das ist die große Herausforderung. Und da muss man sagen, das eine ist, dass wir sicher heimische alternative Baumarten haben. Das heißt, wir müssen in den Frankenwald beispielsweise mit den Eichen, mit unseren heimischen Eichen, mit der Traubeneiche, kommen vielleicht auch mit der Hainbuche. Also Baumarten, die bislang im Frankenwald keine oder eine nur geringe Rolle gespielt haben, die müssen wir dorthin bringen, im Zuge einer unterstützten Wanderung letztlich. Aber ich denke, wir müssen auch, oder wir kommen nicht ganz aus ohne neue Baumarten, die bislang auch bei uns nicht heimisch sind. Einfach, weil ich glaube oder zu befürchten ist, darum geht es, ist zu befürchten, dass in 100 Jahren die Bedingungen so sind, dass wir alleine mit heimischen Baumarten die Vielfalt der Waldfunktionen, die Gesellschaft und Waldbesitzer fordern, nicht erfüllen können. Jetzt haben natürlich viele Baumarten natürlich Vorteile, weil sie möglicherweise neuen Bedingungen besser angepasst sind. Ich nenne jetzt mal, viele reden über die Tanne oder gar die Küstentanne, aber die haben ja auch Nachteile. Die Küstentanne zum Beispiel ist invasiv, die verdrängt andere Arten. Ja, genau. Also bei dem Artenpaar, das Sie gerade genannt haben, Küstentanne, Weißtanne, da würde ich sagen, die Küstentanne, schön und gut, ist eine tolle Baumart, wächst toll. Aber ich glaube, gerade im Frankenwald wird sie nicht so sehr viel mehr leisten als die heimische Tanne. Ich denke, dass mir die heimische Tanne da ganz klar fördert. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe anderer Baumarten, nehmen Sie die Hemlock, die auch in der Diskussion ist. Hemlock-Tanne aus dem westlichen Nordamerika, die sicher gut, besser als die Fichte, vielleicht auch besser als die Tanne da oben gedeihen wird, aber die natürlich das Risiko birgt, dass sie so konkurrenzstark ist, dass sie sich unerwünscht oder ungewollt stark ausbreiten könnte. Aber umso wichtiger ist es, jetzt solche Baumarten auszuprobieren, um zu sehen, wie sie sich tatsächlich verhalten. Wir können nicht in 100 Jahren damit anfangen, sondern wir müssen jetzt versuchsweise mit solchen Alternativen, auch mit alternativen nicht heimischen Baumarten, Versuche anlegen, um zu sehen, wie sie sich bewähren. Jetzt ist der Waldumbau tatsächlich ja auch teuer. Also man kann einige Jahre weniger Erträge herausholen aus dem Wald und man muss neu investieren. Jetzt könnte man sagen, ja, wenn es Staatswald ist, dann macht es der Staat halt. Wie soll denn das der Privatwaldbesitzer machen? Ja, das ist eine
große Herausforderung, weil gerade im Frankenwald wirklich viele Privatwaldbesitzer heftig getroffen hat, dass ihre Sparkasse Wald mit einem Schlag innerhalb von 5 Jahren verschwunden ist. Es gibt viele Förderprogramme des Staates, die das zu kompensieren versuchen. Aber letztlich ist mit einem großen Ausfall an Einnahmen für die nächsten 20, 30 Jahre das zu befürchten. Umso mehr würde ich dafür plädieren, dass man auch solche sogenannten Pionierbaumarten wie die Zitterpappel oder die Birke als Wirtschaftsbaumarten akzeptiert. Schnell etabliert. Weil die relativ schnell erste Erträge liefern. Anders als die Tanne, bei der dauert es 60, 80 Jahre. Eine Birke könnte auch nach 40, 50 Jahren, vielleicht sogar nach 30 Jahren erste Erträge liefern. Vielen Dank für das Gespräch. Heuer hatten wir zwar ein feuchtes Jahr, es gab so ein bisschen Entspannung im Wald, aber es war dadurch auch wieder wärmer und es wurde mehr verdunstet. Also wir müssen schauen und hoffen, nicht nur für den Frankenwald, sondern für die Wälder insgesamt. Ja. Danke für das Gespräch. Danke auch.